Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Leute, ich sage euch, ich bin gerade am Sterben. Es ist 30 Grad draussen. Ich habe wirklich gottlos heiß. Also das ist wirklich da rein. Vor allem, wir haben keine Klimaanlage. Wir wohnen in einer Altbauwohnung irgendwo im Krankenhaus Stock und es ist einfach heiß. Okay, es ist wirklich heiß. Ich habe meine Haare offen, weil ich eigentlich nachher an ein Public Viewing gehen, weil heute spielt die Schweiz gegen Schottland. Und ich habe extra locker gemacht, okay? Und es ist wirklich... Ich muss sie nachher wieder zusammennehmen, das ist so warm. Und vor allem, seht ihr das? Seht ihr mein cooles T-Shirt? Ich habe ein Trikot-T-Shirt gekauft mit dem Schweizer Wappen drauf. Und ich habe gedacht, das sieht so cool aus. Also es sieht auch cool aus, ich bin voll happy. Aber das Ding ist so warm. Ich habe gemeint, das ist so, weißt du, wenn du Sport machst, das sind so... Ich weiß auch nicht, müssen nicht Trikots eigentlich dafür sorgen, dass man weniger schwitzt. Einfach weil es, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, ich schwitze 3000 Mal mehr. Und der Trikots erfunden hat, ohne Witz, das hast du gar nicht überlegt. Aber ich mache eigentlich keinen Sport, von dem her, ich kann nichts sagen. Vor allem, ich habe eine Decke auf mir oben, weil ich gerade Hotpants aus dem 2016 habe. Ich habe keine Hose. Ich habe keine Hose für den Sommer. Ich muss mir dringend mal irgendwann Hosen posten. Also auch so kurze Hose oder weiss ich auch nicht. Genau! Aber allgemein, alter EM. Ich bin so hyped. Ich schwöre es euch. Ich bin genau das Girl, wo halt so nie Fußball schaut. Aber wenn so EM und WM ist, dann bin ich in the game, Alter. Ich weiß nicht, ob ich die letzte Podcast schon in der letzten... Ich kann nicht mehr reden, oh mein Gott. Schon die letzte Podcast-Folge erzählt habe. Aber ich habe mit dem Can man sagt jetzt nicht Panini-Heftli, das Tops-Fußball-Heftli gekauft. Und ich habe das, ich glaube, das letzte Mal habe ich das eben vor 10 Jahren oder so gemacht, im 2010 oder so. Vor 10 Jahren. Also so als Kind einfach. Weil das war so ein geiles Gefühl gewesen, so die huren Dinger sammeln. Es ist zwar huren teuer und als Kind hast du ja nicht selber gezahlt, sondern hast auch, bei uns war es so gewesen, dass wir das irgendwie verdient haben. Also wie, wenn man mal das gemacht hat, hat man dafür 3 Panini-Bildchen und so bekommen. Weiss ich auch nicht. Und jetzt bin ich erwachsen, Leute, ich bin ausgezogen, ich kann mir das einfach selber kaufen. Es ist, jetzt sehe ich zwar, wie teuer das ist, aber es macht auch Spass. Es macht so Spass. Und ich bin jetzt zwar, also Can und ich machen es zusammen, wir sind jetzt zwar noch nicht im Stadium, wo man so anfängt, mega viel Doppelte zu haben und man sucht jetzt gewisse, sondern wir haben noch sehr viel frei. Aber wir kommen langsam immer näher. Und ich brauche, also falls du gerade mich persönlich kennst, kannst du bitte auch anfangen. Ich brauche Friends, wo ich Bildchen anfangen zu tauschen, weil wir jetzt 3 Bildchen haben doppelt. Und was mache ich jetzt mit denen? Ich kann ja nicht in den Kübel rühren. Und ich will ja das Täuschen mit jemandem, dass es einen Sinn gibt. Ja, also bitte kauft einfach alle auch so ein Heftchen und Panini-Bildchen. Nein, eben nicht Panini-Bildchen. Scheiße! Das habe ich absolut nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe es nur mal in die Story gepostet und nachher schreibt mega viel es ist jetzt voll scheiße und die Qualität ist viel schlechter. Aber das kann ich halt verdammt nicht beurteilen, weil ich keine Ahnung mehr habe, wie es damals ausgesehen hat. Ich finde es ja jetzt noch voll hochwertig. Ich habe voll Freude, wenn so eins drin ist, so, oh mein Gott, es glänzt. Es hat es, glaube ich, jedem drin, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber es macht auf jeden Fall Spass und es ist fucking teuer, aber es lohnt sich. Genau, man sollte ja schließlich Geld ausgeben für Memories und das ist auf jeden Fall Memory, Alter. Das ist Core Memory. Nein, aber wirklich, ich finde es so, so geil, dass es wieder im Sommer ist. Also die letzte... Nein, es war WM, oder? Im 22. war im Winter. Das ist auch nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Für mich braucht es so das Sommergefühl. Und ich weiß auch nicht, also wirklich, ich bin so hyped. Und ich glaube, ich hoffe es einfach, dass die Schweiz wieder ins Viertelfinale kommt. Das wäre wirklich geil. Das wäre so, so geil. Oh mein Gott. Ich muss jetzt schnell von meinem Lieblingstag erzählen. Das war der 28. Juni 2021. Das ist wirklich mein Favorite-Tag. Ich bin so glücklich an dem Tag. Das war der Tag, wo die Schweiz ins Viertelfinale kam und gegen Frankreich gewonnen hat. Ich denke, das ist nicht, what the fuck, das ist mein Lieblingstag. Aber ich habe an diesem Tag habe ich auch meine Autoprüfung bestanden. Auch noch, wir sind an dem Abend, wo die Schweiz gewonnen hat. Also es ist ja so ein geiler Match gewesen, weil es halt so knapp war. Am Schluss hat es Penalty gegeben. Und der Letzte hebt einfach den Sommer. Also das ist wirklich... Ich komme jetzt gerade wieder Hühnerhaut, wenn ich an diesen Moment denke. Obwohl ich wirklich nicht so Fußball begeistert zuspiele. Aber das ist wirklich Legend gewesen. Ich glaube, das hat jeder von uns irgendwo mal gesehen. Oder irgendwie mitbekommen. Hoffentlich. Und sonst schauen wir das auf YouTube an. Aber ich weiß gar nicht, ob es Video noch auf YouTube gibt. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall sind wir nachher am Abend mit dem Auto, wo ich meine Auto frisch hatte und ich durfte fahren, weißt du, sind mit dem Auto
durch die Straße gefahren mit dem Fahnen zuerst und so. Das war so ein Vibe gewesen. Es hat nachher so geschifft, aber es ist einfach geil. Also wirklich, ich denke so gerne an den Tag zurück. Von daher ich hoffe, dass es einfach wieder jetzt so einen Tag wird geben. Also bitte Schweiz, spielt mal ein bisschen besser an. Nein, sie spielen gut bis jetzt. Also, jetzt ist es spannend. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann war ja der Schweizer Match schon gewesen. Das heisst, ich mache jetzt einen Guess. So, Schweiz-Schottland wird heute... Sie wird natürlich gewinnen. Oder wird sie nicht gewinnen? Nein, sie wird gewinnen. Sie wird gewinnen. Always stay positive, oder? Ich sage, es gibt ein solides 3-2. Yes. Okay? Und falls ich jetzt richtig gerätselt habe, dann möchte ich jetzt einfach ein Abo von euch. Und wenn ich falsch geraten habe, dann möchte ich auch ein Abo von euch. Also, ich habe jedenfalls so viele Punkte aufgeschrieben. Bezüglich Live-Update, ich kann ja einfach so viel erzählen. Ich muss auch schauen von der Zeit, weil ich bin das, also wirklich das Jahr, die Woche wieder so spät dran mit Podcast aufnehmen. Big sorry an meine Katrin, falls ihr das hört, ist wirklich, weil ich einfach, ich weiß auch nicht, ich habe diese Woche auf gar nichts Lust gehabt. Jetzt muss ich sagen, zwar jetzt, wo die Sonne wieder da ist, so ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es hat jetzt einen Monat lang geschifft und ich kann jetzt seit dem Freitag habe ich Ferien, weil ich meinen letzten Arbeitstag habe. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe, also, wirklich, ich habe, nicht depressed, aber einfach so ein bisschen, ich kann nur in meinem Bett sein und Serien schauen und nichts machen. Ich habe keine Verpflichtungen mehr haben, ich kann nicht mehr Haushalt machen, ich kann gar nichts machen, wirklich gar nichts. Ja, und darum bin ich auf TikTok absolut inaktiv gewesen. Und einfach auch sonst, ich habe keine Energie für irgendetwas gehabt und jedes kleinste Ding hat sich angefühlt wie ein riesiger Punkt auf meiner To-Do-Liste. Darum, ich habe wirklich, eine schwierige Phase war da gewesen. Aber ich komme langsam wieder aus dem Loch. Ich muss sagen, ich hatte jetzt ein Familienessen gehabt. Wann war das gewesen? Am Sonntag oder so? Oder, ja, ich weiß gar nicht mehr. Doch, am Sonntag. Wo wir so schön sind, zu Nacht essen und so. Eben mit der ganzen Familie, weil mein Bruder einen neuen Job bekommen. Und ich weiß auch nicht, ich hatte so einen Tag mit ihnen gehabt, das hat mir so hure viel gegeben. Ich keine Ahnung, irgendwie voll cute. Ich weiß auch nicht, es hat mir so voll viel Energy gegeben. Und meine Mama hat eine TikTok-Idee gehabt, so mit uns zu machen. Und irgendwie so gesagt, eigentlich schon geil, einfach Videos machen halt, und Content machen. Fühle ich noch, muss ich wieder mal machen. Genau, jetzt habe ich so viele Punkte aufgeschrieben, dass ich gerade gefühlt alle halbwegs angeteased habe. Aber ich fange jetzt gleich noch eins an. Also, Job fertig, jetzt habe ich Ferien. Leute, ich habe meinen letzten Arbeitstag gehabt. What the fuck? Und es ist, ich weiß auch nicht, ich finde es so schade und schön gleichzeitig. Also es ist natürlich nice. Ich habe jetzt Ferien, ich habe für 3 Monate Ferien. Oh mein Gott, das tönt nach einer Ewigkeit und ich habe noch nicht gecheckt, so, dass ich erst in der Schule habe im September. September ist noch nie nichts. Oh mein Gott, das ist crazy. Und ja, eben mein letzter Arbeitstag und ich muss sagen, ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt für die mich auf TikTok oder auf Instagram folgen, die haben ja schon so ein bisschen gesehen, meinen Vlog, wo ich über mein Päckchen und so geredet habe. Also ich erzähle es einfach gleich noch mal kurz, ich sage es in jeder Podcast-Folge. Ich habe ein Praktikum gemacht für 1 Monat lang bei einer Agentur vom Studium aus. Also ich habe kein Cash verdient, also es war mehr so eben vom Studium aus. Und ich habe die Aufgabe gehabt, unter anderem natürlich ein Päckchen machen vom oberen Fraufeld, also das Einladungspäckchen für alle Influencer und ich kann halt selber die Idee machen, also ich habe wirklich die ganze Freiheit eigentlich gehabt, also die ganze Verantwortung, was übel geil war. Und Alter, es haben jetzt schon so die eine Story da, weißt du, der Adi, Emma, Hannah und ich bin so gewesen, oh mein Gott, ich weiß nicht, das ist, ich könnte nachfühlen, wie toll das ist. Das ist wie, eben, wenn man jemandem etwas auf den Geburtstag schenkt und der hat dann Freude. Oder der zeigt seine Freude. Oder der zeigt es anderen Menschen so, oh mein Gott, schau mal, was ich da bekommen habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so, Ja, vielleicht haben sie einfach auch gewusst, dass ich es gemacht habe. Und haben sie so gedacht, oh mein Gott, ich muss jetzt eine Story machen. Das ist auch schön. Ich habe gleich Freude gehabt. Ja, genau, das war es. Und eben, ich muss sagen, irgendwie auf der anderen Seite ist es auch mega traurig, weil es halt so, keine Ahnung, innerhalb von einem Monat wachsen dir schon Menschen ans Herz. Und es ist halt wirklich ein mega, mega nices Team gewesen. Also wirklich richtig cool, richtig familiär und ich habe alle so gerne bekommen und irgendwie, es hat sich so komisch gefühlt am letzten Tag so, also Leute, tschüss, bis nie mehr irgendwie. Also, vielleicht siehst du ja gleich mal irgendwann wieder, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich am Montag wieder herkomme und einfach wieder arbeite, als wäre nichts. Und das war so weird gewesen, vor allem, weil es bei ihnen weitergeht. Weißt du, wenn du so Schule hast und alle haben Ferien, dann ist es nochmal etwas anderes. Aber wenn einfach du gehst und alle, bei ihnen geht es auch weiter, das ist so weird.
Ja, aber mega, mega herzig, wirklich. Sie haben mir jetzt geschrieben, sie haben ein Abschlussgeschenk für mich. Also es sei nicht angekommen am Freitag und jetzt, wenn sie mich nochmal einladen, jetzt gehe ich morgen zu ihnen noch zu Mittag essen. Auf cute. Genau, ich muss mir auch irgendetwas überlegen, ob ich so Muffins mache oder so. Das wäre eigentlich voll herzig. Genau. Ja. Das ist so ein bisschen das. Das ist ein bisschen sad auch, gleichzeitig. Ja. Und sonst, was habe ich noch? Seht mir an, dass ich braun bin. Ich bin hure braun. Schreibt bitte alle schnell in die Kommentare, wie braun ich bin. Ich brauche schnell den Ego-Push. Nein, ich bin absolut nicht braun. Ich glaube, man sieht keinen Unterschied. Aber ich bin heute das erste Mal sünneln. Und ich weiß nicht, ob es euch gleich geht, aber bei mir ist es so ein Ego-Push. So, ich fühle mich einfach... Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist so... Ich fühle mich dann einfach schöner. Ja, und irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin, glaube absolut nicht braun geworden. Aber fürs Gefühl... Ich glaube, ich habe eher einfach einen roten Kopf jetzt. Und, aber man sieht ein bisschen einen Strich, oder? Also da, weißt du, so bei meinem Dekolleté. Aber so ganz bisschen, aber so ganz bisschen. Ich bin gleich stolz drauf, okay? Ja, eben. Und dann sind wir essen mit einer Fam. Und das ist der Ursprung auf mein Thema. Oh Gott, weißt du, ich habe so warm. Ich habe wirklich so warm. Ich brauche einen Ventilator. Oh mein Gott. Ja, es ist kritisch gerade, vor allem ich habe auch Hunger und der Can ist dort hinten am Essen, ich höre immer seinen Löffel. Alter, die Podcast-Folge ist einfach so random, aber ich liebe es. Auf jeden Fall, ich wollte erzählen, ich bin eben mit meiner Familie essen und dann hatte ich irgendwie so einen Tag mit meinem Dad und mit meiner Schwester und ich weiss schon gar nicht mehr, um was es gegangen ist, aber unser Kernsatz, oh mein Gott, was kommt jetzt mit Physik? Unsere Schlussfolgerung, genau, unser Kernsatz, Alter, war, juckt, ich glaube, so nenne ich einfach die Podcast-Folge, juckt, Fragezeichen, weil, also ich habe es einmal auf einem TikTok gesehen und mein Dad hat auch das gesagt und es ist so eine geile Schlussfolgerung gewesen, dass du theoretisch also gerade wenn du ein Overthinker bist oder ein Perfektionist oder, keine Ahnung, einfach emotional irgendwie dich Sachen beschäftigen, dass du eigentlich in jeder Situation dir einfach kannst sagen, juckt. Also so, juckt nicht. Also dass du dir selber eigentlich schnell sagst, Digga, juckt. Das kannst du wirklich, also seit ich das TikTok sehe, probiere ich das immer so ein bisschen mal anwenden. Und no joke, das ist ein Gamechanger. Und irgendwie ist es auch nicht, eben gerade, ich habe das dann mit meiner Schwester und meinem Dad besprochen, wir sind so verschiedene Situationen durchgegangen, wo es verdammt Sinn macht. Also klar, du kannst das natürlich jetzt nicht auf alles anwenden, weil, also ja, es gibt jetzt halt Situationen, die wirklich so lebensentscheidend sind. Aber schlussendlich, juckt, in 100 Jahren mag sich niemand mehr an uns erinnern. Weißt du, so theoretisch. Aber es ist vor allem auf so alltägliche Sachen gedacht. Also ich kann sonst ein paar Beispiele geben, um euch überzeugen, dass meine Theorie oder unsere Theorie eigentlich absolut Sinn macht. Also, Beispiel, das war für mich ein gutes Beispiel gewesen, weil ich bin allgemein ein Mensch, wo mir viel Gedanken macht, was andere Menschen über mich denken. Oder dass Menschen könnten denken, oh mein Gott, die ist verdammt unsympathisch oder irgendwie, keine Ahnung, so. Dass, wenn zum Beispiel eine Person hässig auf mich ist, keine Ahnung, oder irgendwie, ich denke, die lästert zu mich, juckt. Das sage ich mir einfach, juckt. Also, und im Fall, das macht so viel mit dem Kopf, weil ich bin wirklich der grösste Overthinker. Ich glaube, wenn ihr meine Podcast-Folge regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass ich der grösste Overthinker bin. Und in so einem Moment, wenn du anfängst, dir über Gedanken machen, sagst du dir einfach in dem Moment, juckt. Weil eigentlich, rein theoretisch, juckt es hart nicht, was die Person denkt. Ich mache sonst noch weitere Beispiele. Ich sehe gerade scheiße aus. Juckt. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich halt jetzt einfach gerade die Decke auf meinem Schoß habe und ich mir gerade wirklich Gedanken mache, ob ich jetzt doof aussehe, weil ich Hotpants habe. Aber juckt! Weißt du was? Nein, das ist jetzt ein guter Call. Ich nehme jetzt auch meine Decke weg und es ist mir scheißegal. Juckt! Oh, das ist jetzt ein guter... Das war extra nicht mal Plan gewesen. Aber ja. Oder ein weiterer Punkt, etwas kommt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also das ist auch wirklich... Mit dem struggle ich so oft, dass man irgendwie... Keine Ahnung, ich bin über, wo sich Sachen immer so hure schön vorstellt und nachher meistens enttäuscht bin, was komplett dumm ist. Aber jetzt angenommen, ich stelle mir es hure geil vor, in die Ferien gehen mit dem Can. Wir gehen auf Lissabon und es regnet einfach die ganzen 5 Tage. In dem Moment bist du traurig. Du denkst, oh mein Gott, ich habe es mir so cool vorgestellt, dass wir gut sünnen gehen und bla und bla. In dem Moment sag ich einfach, juckt. Juckt verdammt nicht, Alter. Wir können, also weißt du, so, dann regnet es halt, wir können es nicht ändern. Jetzt machen wir etwas Geiles für dich. So,
Oder wir tanzen im Regen. Nein, sorry. Aber so, in dem Moment einfach juckt. Wieder ein Beispiel. Mir war cringe gewesen. Alter, ich spüre es vor allem, wenn ich so... sorry für all die Jüngeren, mache ich es auch dazu. Aber wenn man so ein bisschen getrunken hat am Abend, dann denkt man meistens am nächsten Morgen, Digga, bin ich cringe gewesen, Digga, was habe ich gelabert, Alter. Juckt. Dann hast du das halt gesagt. Dann bist du halt cringe gewesen. Ist ein Sack Reis in China umgekehrt, Alter. Juckt Huren nicht. Oder? Was soll ich noch? Man will mit Social Media anfangen. Das war bei mir ein grosser Struggle gewesen. Ich habe schon lange gewusst, dass ich mit Social Media anfangen will. Also damals YouTube. Juckt. Jetzt mache ich Social Media. Und die haben safe für mich geredet, aber juckt, Alter, dann sollen sie halt reden. Genau. Oder einfach allgemein sonst noch ein Beispiel, so, wenn du Perfektionist bist. Also, ich hoffe, ich kann euch überzeugen, dass ihr das in sehr, 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 sehr vielen Situationen anwenden könnt. Und ich sage jetzt den guten Grund, warum das Sinn macht. Zum einen, dass man so eher an die positiven Lösungen denkt. Also oftmals ist man dann in Emotionen so ein bisschen gefangen. So eben zum Beispiel, dass man jetzt an einer Party war und man denkt so, oh mein Gott, ich bin zu cringe am Abend vorher. Und wenn man jetzt eben so an das denkt, also, hey, juckt hure nicht, dann fängt dein Kopf wie an, mehr positiv sich zu orientieren. Jetzt nicht so negativ im Sinne, oh mein Gott, die denken jetzt alle, wie schlimm und die erzählen das jetzt sicher und kann nicht, sondern du fängst wie so ein positives Mindset anbilden, beziehungsweise einen Lösungsweg, so keine Ahnung, ist es noch schwierig bei diesem Beispiel so einen mega Lösungsweg zu finden, aber so, es kann ja auch mega gut sein, dass ich einen guten Eindruck gemacht habe, dass ich viel offener gewirkt habe, als ich sonst wirke. Keine Ahnung, irgendwie so. Es ist so schwierig zu sagen bei diesem Beispiel, aber das ist zum einen. Und halt, wie das meiste oder das Wichtigste, du gibst dem Ganzen nicht mehr so viel Gewicht. Also du bist wie gerade in dem Moment in deinem Overthinking gefangen und in dem Moment gibst du dem wie nicht mehr so viel Gewicht. Also es tut dich eigentlich wie emotional ein bisschen entlasten. So. Und du kannst wie, wenn du mal kurz einfach die ganzen Emotionen mit dem einen Satz juckt, mal wegschiebst, hast du Platz zum schnell einfach rational denken. Also Bro, eigentlich juckt es nicht, was die jetzt über mich gedacht haben. Dann bin ich halt cringe gewesen. Vielleicht werde ich nie mehr mit denen im Leben etwas zu tun haben. Es juckt nicht, was die gedacht haben. Vielleicht sind sie mehr eifersüchtig gewesen, eben, dass sie nicht so oft... Also ich weiss auch nicht, aber ist ja gleich. Einfach, dass du wie mal deine ganzen Emotionen einfach schnell kannst wegschieben. Weil manchmal, ich merke das hure, eben gerade wenn ich in dem Overthinking gefangen bin, Alter, das macht mich so hart fertig, dass ich wie nicht mehr so im Alltag schnell kann einfach runterfahren oder ich mich gerade auf etwas anderes konzentrieren, sondern ich bin dann die ganze Zeit mit dem Kopf dort und ich tue dem das so viel mehr gewichten, als es eigentlich nötig ist. Eben, was jetzt die und die Person gesagt hat oder bla, was ich jetzt gemacht habe dort, oder weil ich etwas Falsches gesagt habe oder I don't know, so. Das ist wie mal der grösste Punkt, dass du wie immer emotional kannst dich einfach schnell komplett entlasten. So. Boah, ich weiss voll nicht, ob ich jetzt meinen Punkt richtig übergebracht habe. Also ich muss mir vorstellen, als ich das Ganze aufgeschrieben habe und als ich das Gespräch mit meinem Dad und meiner Schwester hatte, Digga, ich bin so hart überzeugt. Ich bin so wirklich so gewesen, oh mein Gott, über das muss ich eine Podcast-Folge machen. Das muss jeder wissen und jeder muss den Lifehack jetzt können. Ich glaube, ich habe es in der Podcast-Folge nicht so ganz übergebracht, wenn ich es will. Aber hey, lasst uns selber überzeugen und probieren es beim nächsten Mal. Bei der nächsten Möglichkeit. Nein, keine Ahnung. Aber wirklich, no joke, irgendwie so. Ich finde das geil. Weil es gibt wirklich so... Einfach in dem Moment, wo ihr euch verwünscht, die sind gerade am Overthinken, sagt euch das schnell. Sprecht es aus und schreibt mir, ob es funktioniert hat. Ja. Ich glaube, ich beende die Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es gefunden habt. Und ich wünsche euch ein wunderschönes... Nein, es ist noch nicht Wochenende. Eine wunderschöne Woche. Eine wunderschöne sonnige Woche. Und ich hoffe, dass es Schweiz geht. Also, ich gehe jetzt an den Match. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.